Frau Lohr, als Geschäftsführerin bei BIS haben Sie jeden Tag mit dem Thema Obdachlosigkeit zu tun. Wie stufen Sie die derzeitige Situation in München für Obdachlose ein? Dramatisch ist, dass Obdachlosigkeit zunimmt, weil viele Menschen diese hohen Mieten nicht mehr bezahlen können. Gibt es neben BIS eine Lobby oder ein Bewusstsein in der Bevölkerung, das Menschen in Obdachlosigkeit Hilfe bietet? Also die Stadt München bietet Hilfen. Sie ist auch dafür zuständig für obdachlose Menschen und beauftragt dann Wohlfahrtsverbände und soziale Träger. Aber generell kann es nicht Hilfen genug geben für Leute, die eigentlich alle Brücken hinter sich abbrechen haben lassen oder müssen. Ist es so, dass unsere Gesellschaft sozial schwache Mitbürger und Mitbürgerinnen eher ausgrenzt? Also was stimmt ist, dass quasi nur noch gerechnet wird von vielen und da, wo man, sage ich mal, sparen will, das immer auf Kosten von kleinen und schwächeren Leuten geht. Manche Menschen scheinen immer noch zu glauben, dass der Schritt in die Obdachlosigkeit meist selbst verschuldet wurde. Liegt dies an einer globalen Oberflächlichkeit oder wollen die Menschen oftmals nicht wahrhaben, dass der soziale Abstieg in die Obdachlosigkeit sehr schnell gehen kann? Für jemand, der keine Ressourcen hat, also jetzt keinen Hintergrund, der ihm Fehler erlaubt, ist der Schritt wirklich schnell, weil da kein doppelter Boden ist, der da nochmal abfedert. Und viele Leute denken vielleicht nicht dran, dass auch Glück im Leben dazugehört. Manchmal auch das Glück, nur auf der richtigen Seite der Welt und im richtigen Haus geboren worden zu sein. Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend, um in die Obdachlosigkeit zu geraten? Also meiner Erfahrung nach verknüpfen sich unglückliche Umstände oft. Es sind immer Leute mit wenig Geld und mit großen Krisen im Leben. Das kann eine Trennung sein, das kann eine Erkrankung sein, dass jemand sagt, er bricht alle Brücken hinter sich ab und ist nicht mehr in der Lage, in Anführungszeichen vernünftig mit so einer Krise umzugehen. Ab wann ist ein Mensch obdachlos? Also obdachlos ist, wenn jemand keine Wohnung hat. Also wohnungslos ist die Frau, die irgendwo bei einem Freund wohnt, aber keinen Mietvertrag hat. Wenn die Beziehung auseinandergeht, steht die auf der Straße. Oder wenn jemand geräumt wird, steht er auf der Straße. Oder wenn jemand aus Rumänien kommt hierher, weil er in München hofft, Arbeit zu finden, aber dann findet er vielleicht was am Bau oder als Spüler in der Gastronomie, aber er findet keine Wohnung. Das sind Leute, die obdachlos sind, Leute, die im Auto schlafen beispielsweise oder bei Freunden auf der Couch. Das sind Leute, die eigentlich eine Wohnung bräuchten, aber keine haben. Mit BIS leisten Sie eine großartige Arbeit, die sicherlich Vorbildcharakter hat. BIS konnte mit seinem Konzept schon vielen Menschen zurück ins Leben helfen. Gäbe es diese Einrichtung nicht, wären dann viele von den Menschen, denen Sie helfen konnten, heute noch obdachlos? Auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben viele Leute jetzt, die schon über 20 Jahre bei BIS sind, die waren obdachlos, die haben wieder Mut gefasst, die haben diese Festanstellungen und die wohnen in ihren Wohnungen, die sie wieder bezogen haben, lange, 15 Jahre, 20 Jahre, manche vielleicht erst seit 5 Jahren, wenn sie noch nicht dabei sind. Ich denke, dass das ohne die Unterstützung von BIS, und hinter uns steht ja ein Netzwerk von Leuten, die auch unsere Arbeit möglich machen, wäre das nicht möglich gewesen. Also haben viele Leute, also unser tolles Netzwerk, gemeinsam vieles bewirkt. Das ist super. Und am wichtigsten sind immer die Verkäufer, weil das ist schon mutig, wenn jemand nach so einer langen Zeit, wo er vielleicht auf der Straße war oder ganz draußen, wo er da sagt, ich traue mir auch wieder was zu wünschen. Ich möchte auch wieder, dass in meinem Leben was besser wird. Immer mit der Angst, und dass er ja schon mal gescheitert ist. Und es ist dramatisch. Und dass da jemand sagt, ja, das wage ich jetzt, ich unterschreibe wieder einen Vertrag und ich möchte auch wieder in eine Wohnung ziehen und ich kaufe wieder Möbel, auch wenn jemand vielleicht schon mal geräumt wird. Also am mutigsten sind die Verkäufer, die sich da auf den Weg machen. Dann hoffen wir sehr, dass wir mit unserem Projekt zumindest einen kleinen Beitrag leisten können und bedanken uns herzlich für das Interview. Danke fürs Interesse auch. Danke.